Hello YouTube, wie geht's euch, ihr schönen Mäuschen? Wir haben es geschafft und darum wollte ich es euch zeigen. In unserem letzten Stream, also letzten Community Stream am Samstag, wo ich alles verschenkt habe, alle Mythic Runs, alle Mephisto Runs, alle Goblin Breacher Runs, also Treasure Breacher Runs, wo wir wieder 2 Stück haben wir es geschafft, den blauen Goblin zu multiplizieren. Und erstens wollte ich euch das zeigen, wie das geht, dass ihr das auch machen könnt, weil ihr könnt das easy machen im Treasure Breach oder am besten in einem Nightmare Dungeon mit Protected Shrines oder Blast Shrines oder einfach irgendwas mit Shrines, damit ihr so viele Schreine habt, wie es geht. Also, bevor ich aber euch das zeige, wir machen wieder einen Community Day, wo ich alles verschenke. Und wenn ich meine alles, dann ist wirklich alles. Jeder Mythic Run könnt ihr gratis mitmachen, sei das Undercity oder Mephisto. Oder auch die 2 Treasure Breaches, also Goblin Runs, könnt ihr auch mitmachen. Wir verschenken Diamanten, wenn wir zu viele haben. Oder wir verschenken Runen oder Items. Alles, was ihr braucht, könnt ihr haben von mir. Oder ich helfe euch irgendwo sonst noch. Wann? Diesen nächsten Samstag. Datum wäre der 23.05. um 20 Uhr. Machen wir den Community Day. Was müsst ihr machen, dass ihr dabei sein könnt? Gar nichts eigentlich. Außer Follower sein auf YouTube und auf Twitch. Und euren Battletag unter das Video hier knallen, damit ich euch einladen kann. Die 3 Dinge. Alles sonst bekommt ihr free. Also, zurück zum Thema. Wenn ihr jetzt so einen sexy Treasure Breach habt, wie ich, habt ihr schon mal Step Nummer 1 gemacht. Step Nummer 2 ist, ihr müsst im Warplan bei Dungeons Gauntlet freigeschaltet haben. Wieso? Weil wenn ihr einen Schrein aktiv habt und ihr killt Monster, saugt ihr die Seelen in euch auf. Und sobald der Schrein fertig abgelaufen ist, kommen alle Monster, wo ihr gekillt habt, wieder raus. Das bedeutet, wenn ihr einen großen blauen Goblin tötet, das splittet sich ja in 8, dann killt ihr die 8 mit dem Schrein. Wenn der Schrein abläuft, kommen da 8 große raus. Dann könnt ihr wieder alle killen, wenn ihr wieder einen aktiven Schrein habt. Und dann kommen 64 raus. Und dann so weiter. Kommt halt darauf an, wie viel Schreine ihr habt. Wie das aussieht, kann ich euch eben vom letzten Stream zeigen. Da habe ich das schon vorbereitet hier. Machen hier mal den Ton ab, weil sonst höre ich meine eigene Stimme und das mag ich gar nicht. Und meine Kamera habe ich auch gut drüber. Perfekt. Also, wir sind hier schon im Dungeon drin. Ich muss ein bisschen, glaube ich, zurückgehen hier. Wir sind schon im Dungeon drin. Da müsst ihr einfach aufpassen. Ihr könnt jeden Goblin töten, wo ihr wollt. Aber sobald ihr den blauen seht, müsst ihr zu einem Schrein laufen und ihn dann töten. Das bedeutet hier, zack, ein grüner ist egal, dann laufe ich hier weiter. Weiter, 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 weiter. Und dann sehe ich auf der Minikarte, oh, hier unten hat es einen, auch wieder Much. Und dann laufe ich ein bisschen weiter. Und da unten habe ich gerade den blauen gesehen. Jetzt gehe ich zurück. Zack, 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 zack. Aktiviere den Schrein und lauf zum Goblin ganz schnell. Weil der Schrein darf natürlich nicht auslaufen. Töte ihn. Spawnen die kleinen Goblins und ihr seht schon mal den Loot, ne? Zack, zack, zack. Alle kleinen Goblins getötet. Jetzt nehme ich den Goblin noch mit. Und renn so schnell wie möglich durchs Dungeon zum nächsten Schrein. Ist halt ein bisschen AMG, wie viele Schreine ihr habt, ne? Aber ihr rennt einfach und da kommen sie wieder. Seht ihr, wie viele Goblins da gespawnt sind? Wir hatten halt jetzt hier ein bisschen Pech, dass wir keinen weiteren Schrein getroffen haben. Aber trotzdem
mit nur einmal quasi das Verdoppeln seht ihr den Loot, wo wir rausbekommen haben auf der Map hier oben, ist schon ordentlich. Und das könnt ihr natürlich komplett zum Eskalieren bringen. Also wenn ihr da zweimal einen Schrein oder dreimal einen Schrein oder sogar viermal einen Schrein dahinter habt, eure Map ist komplett voller Loot, Chat. Also wirklich komplett voll. Da empfehle ich euch, einen Lootfilter drin zu haben, damit die Scheiße schon mal weg ist aus eurem Dings. Plus, was ich euch auch empfehle, ist, einen starken PC zu haben, weil das Spiel könnte abstürzen. War's aber, ja. Es gibt eigentlich nur ein Problem. So, mit einem Schrein das machen, werden noch alle Items angezeigt. 2 Schreine auch. Ab dem 3. Schrein werden nicht mehr alle Items angezeigt, die droppen. Nur noch Mythics und Seals. Da müsst ihr zuerst aufräumen. Aber ansonsten, ihr farmt unendlich Optozid, andere Materialien, geile Items, also Baba-mäßig. Also wenn ihr sowas habt, macht es in der Gruppe, damit alle was davon haben. Darum machen wir es am Freitag, am 23. Mai um 20 Uhr, das in der Community mit Mephisto, Undercity Keys und gehen da rein, Chat. Also, folgen, liken, kommentieren und vorbeischauen auf AttiTwitch am Freitag 20 Uhr. Wir sind natürlich auch live auf YouTube. Und gerne kommentiert noch, was ihr noch für ein Video braucht. Ich mache sicher noch ein Video, wie man Uniques richtig masterworkt und im Würfel macht und wie man Mythics macht und wie man am einfachsten und am schnellsten das Beste vom Heiligen auf eure Waffe bekommt. Mache ich auch noch das nächste Video. Das kommt dann, denke ich, am Sonntag. Also, wir sehen uns. Ich wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende und ciao, ciao. Wir sehen uns am Samstag, 23. Mai, 20 Uhr. Tschüss.